Herr Präsident, wir diskutieren heute über die Herausforderungen für den ländlichen Raum. Es kann immens flott sein, Land zu leben. Das ist gesund, flott leben nur bei der Natur. Land kennt den sich, teilt den zusammen. Der ländliche Raum ist auch mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Ich generiert gerne auf ein paar von diesen Herausforderungen an, ohne ja will nach einmal all das zu wiederholen, was hier gesagt wurde, wo auch viel Richtiges und Gutes schon dabei war. Als Piraten ist es wichtig, dass jeder über das ganze Land verteilt kann im Reichtum von der Lützeburger Ökonomie teilholen. Eine moderne, faire Landesplanung ist dafür immens wichtig. Der erste große Punkt, den ich an Bezug auf den ländlichen Raum will ummerken, ist Mobilität. Der Weg auf der ist für viele Leute aus den ländlichen Gegenden oft eine Herausforderung. Wer an Ballungsgebieten sie von Stau zugesagt, der Bus oder den Zug alt überfüllt. Bürgerinnen und Bürger aus den Gebieten brauchen oft lang, für auf ihre Arbeit zu kommen. Das bedeutet natürlich auch einen Abschnitt an ihre Lebensqualität, als sie haben Zeit für sich und ihre Familie, die das Leute momentan Tag für Tag an einem öffentlichen Transport verbringen. Ob es spät nach Hause kommen, und nicht so einfach, besonders für die Jungen, eine frustrante Realität. Was Mobilität angeht, da hoffen wir Piraten als von der Reform vom RGTR eine klare Verbesserung von diesen Umständen. Darüber hinaus brauchen wir massiv Investitionen in die Infrastrukturen. Wir Piraten denken da zum Beispiel und China am Norden und Osten, aber auch an eine N7, die da seit Jahrzehnten gedoktert wird. Wir brauchen flexibel Busservice für Jung und Alt. Ja, auch Carsharing, Fuhrgemeinschaften und Digitalservice müssen auch am ländlichen Raum gefördert und ausgebaut gehen. Aber wieso nicht mit mehr digitalen Lösungen ähnlich wie Uber den ländlichen Raum besser umbauen? Den öffentlichen Transport geht gratis, das fanden wir super. Wir sind froh, dass auch das langjährige piratische Forderung endlich Realität umgesetzt ist. Wir brauchen aber einen effikazen öffentlichen Transport, der nicht mehr gratis ist. Wie ländliche Raum seht, der seht auch Vereinsleben. Der Benevolat war an uns wichtig für den ländlichen Raum. Soziales Leben findet zum großen Teil an den Vereinen statt. Heute an einer Zeit, wo jeder muss zu zwei Schaffen gehen, für zu überleben, muss sich überlegen, wie ein Benevolat langfristig erhalten und stärken will. Ohne das Strukturen aus dem gesellschaftlichen Zusammenhalt am ländlichen Raum angefordert. Dafür fordern wir Piraten, endlich ein Congé Benevolat anzufeiern, den es den Bürgerinnen und Bürgern erlaubt, sich auf Vereine zu engagieren und auf dem Weg zur Gesellschaft beizutragen. Dürf sehen den sich nach Moyen. Das ist flott, das ist keine anonyme Gesellschaft, es kennt den sich. Und wir Piraten wollen dafür, dass Dörfleben erhalten bleibt, als Dörfer sollen leben. Ein anderes Problem, den ich auch gerne ausschwätzen, ist das von der Zersiedelung. Auch am ländlichen Raum wird viel gebaut, aber nicht immer ganz intelligent. Am Platz die schöne Ecke von unserem Land zu betonieren, soll den sich überlegen, wie ihr könnt mehr schonend mit unserer Umwelt und unserem Boden umgehen, Stichwort nachhaltig und qualitative Wachstum. Wir Piraten wollen klar, dass mehr dezentralisiert wird. Das furchtbar, wenn ihr gesagt, das Ziel und der Charakter von unseren Dörfern heinz so futti gemäht gehen durch gruselige Bauten von so manchen Promoteuren, die sich nicht an das Landschaftsbild abfügen, aber den größten Profit bringen. Hier sollten wir gucken, dass wir als landesplanerisch Richtlinien orientieren. Ich will hier auch ein Kehr auf die Idee Hinweise von unserem früheren Peitinger Bürgermeister Jean-Marie Halsdorf, dem als Innenminister, den die Idee von der Communauté urbaine vorgestellt hat. Das Konzept, wo pur Gemengen zusammen EPRG ausgeschafft hätten, hat Kinder für eine mehr moderne und homogene Entwicklung von den Ballungszentren beispielsweise an der Nordstadt sorgen. Gemengenautonomie erlaubt leider weiterhin konzeptlos zu betonieren, auch Gemengefinanzen müssen mehr gezielt auf Gemengen zugeschnitten gehen, es macht keinen Sinn, überall nicht mehr auf Wachstum zu setzen. Während Communauté urbaine Realität gehen, hätte mir heute eine dezentrale Organisation vom Land und mehr Lebensqualität für Bürger und Bürgerinnen aus dem ländlichen Raum. Hier hätte Kinder staatliche Verwaltungen angesiedelt gehen, qualitativ Arbeitsplätze in die ländliche Regionen bringen. Demals war den aktuellen Regierungsparteien all Grund recht, für die Idee vom Herrn Halsdorf zu bombardieren,
alles wenn's der Gemengenautonomie. Wir Pirate kommen mit konkreten Ideen wie den Teletravail, für den wir als seit Jahren ersetzen, auch das bedeutet für die Bürger und Bürgerinnen, die nicht an einer Stadt wohnen, plus Lebensqualität, mehr Tragödien, mehr Zeit für sich auf seine Familie. Gemengen am ländlichen Raum sollen unterstützt die für die Leute, die all das weh in Richtung Ballungsgebiete abzuschulden, Räumlichkeiten können zur Verfügung zu stellen, wo sie können schaffen, also gedeelte Bürosflächen. Wir können das Gebäude aus dem Grenzgebiet, wir verwenden es auch am ländlichen Raum. Auch das kann zur Wohlbefinden bei der Bevölkerung aus dem ländlichen Raum beifügen. Lass mich kurz auf die Entwicklung eingehen, die uns Sorge machen und uns motivieren sollte, endlich zu reagieren. Der Bulletin Nummer 2 von 2017 vom Stadtec zeichnet ein Alarmantbild. Gemengen am ländlichen Raum weisen aktuell nicht nur den höchsten Tod um Monoparentalen ab, Gemengen am Norden und Süden vom Land haben 2017 auch den höchsten Tod um Leute, die am Chômage oder am RMG sind. Tode von RMGisten sind an diesen Gegenden teilweise mehr wie 6-mal so hoch wie an einem Speckgürtel von der Stadt Lützeburg. Auch die Qualifikation von den Salarien sind laut dem Rapport an den Regionen außerhalb von der Stadt Lützeburg viel mehr niedrig wie sonst irgendwo. Am deutlichsten ist da Sache Paien. Hier weist sich klar, dass die Leute mit niedrigem Einkommen gezwungen sind, an den ländlichen Raum zu plündern. Guckt den sich den Indiz Sozioökonomik an, merkt den, dass der ländliche Raum der Raum von den Leuten zu Lützeburg ist, die Männer finanziell Mittel haben. Auf der Karte vom Stadtec sieht das dann so aus, dass alles bis auf ein paar Ausnahmen rot ist, außer der Stadt Lützeburg als ein Speckgürtel. Die hohen Logementspreise treiben die Leute, die Männer haben, immer mehr an die ländliche Region. Das Problem, die schon da sind, gehen dummer da nach verstärkt. Schlechtverbindungen beim öffentlichen Transport, mangelt Infrastruktur, keine flächendeckend medizinische Versorgung und ein Joboffer, die quasi nicht mehr auf niedrigen Qualifikationsjobs basiert. Lost als Apps am Logement machen, lost als dezentralisieren, lost so, dass Menschen hier am Land, egal wo sie leben, dasselbe Recht auf Bildung, medizinische Versorgung, eine hohe Lebensqualität und eine sichere Zukunft tun. Herr Präsident, an den Stiert dringt die Wasser aus dem Stausee, Krämer von der Musel, das die Fleisch von knapp Hauschend, kommt mir los und Leid aus dem ländlichen Raum auch teilholen im Reichtum von unserem Land, kommt mir gehen hin Neppes zurück. Wenn der Staat gut geht, sollte Leid Land auch gut gehen. Merci. Merci vielmals, Herr Görgen. Die Regierung hat den Mobilitätsminister für öffentliche Erbestellen, François Bausch.